Hallo und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind in der Neburis-Katakombe und eigentlich wären wir schon beim Boss gesehen, aber wir haben das hier oben irgendwie nicht gefunden, wie man dort herkommt. Komm, sonst greifst du schon ständig an. Ist so ein Grabmagier, der da die abbrauenden Schüsse macht. Und ich denke, ich bin jetzt nochmal zurückgegangen. Ich habe es gefunden, wo man durch muss. Und zwar, wenn man hier schaut. Komm runter. Dort oben. Komm. Jetzt durchgehen. Irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst, dass man da stirbt, aber offenbar nicht. Das finde ich noch lustig. Ui. Erinnert mich ein bisschen an Schattentempel von Zelda, wo man auf die Ocarina of Time, wo man auf diesen Dingen muss rumsäckeln. Komm. Jetzt so natürlich der Magier. Und hier ist der Anger auf der Brücke, den man gesehen hat. Was gehst du? Ja, ficke die Gang auf die Ausrüstung von denen, aber die droppen lieber nur so Lilien. Soldaten, okay. Noch fette Ringe. Soldatenspeer. Ja, tun wir halt wieder heilen. Natürlich jetzt noch ein zweiter Soldat. Nein, komm, lass mich. Komm. Ja, kommt doch von mir lieber Seite mal so. Ah, schade. Ja, komm. Ja, der hat meine Tränke jetzt auch recht dezimiert. Ja, jetzt sind wir hier in diesem Raum oben dran. Und das finden wir schön. Ah. Ja, ist auch gut. Aber ich glaube, ich gehe gerade lieber da durch zurück. Was mir übrigens auch nicht ganz so klar ist, wie das mit den Beschwörungen überhaupt funktioniert, weil ich habe ja da meine Mimik bis jetzt noch auf plus 6, aber mit der verehrten Asche tut man sie ja auch sterben und irgendwie weiß ich nicht so ganz, ob das noch überhaupt eine Rolle spielt, dass sie noch auf plus 6 ist oder ob sie gerade so viel buffet wird. Das ist schlussendlich gar nicht eine grosse Rolle spielt, ja. Aber wahrscheinlich spielt es schon eine Rolle, sonst würde man ja nicht auch die grossen Lilien finden. Das Schöne ist, jetzt sind alle schon tot. Haben wir einfach durchsäckeln. Oh nein.
Die meisten sind tot. Ja, komm, bleib. Uff. Ja, und hier bleiben stehen, nicht wieder zu säckeln. Und dann sind wir wieder beim Boss. Ja, der Boss, der wird, glaube ich, Hertinus irgendwie, als ich das letzte Mal gegen ihn gekämpft habe, das ist, hat er mich ziemlich aufgeregt. Dann haben wir mal das. Ich schaffe ihn eh nicht beim ersten Versuch, also... Ja, jetzt macht's an. Oh nein. Yes, das ist auch noch sehr eine miese Attacke. Das ist Klitschschaden. Und mit der kann er sich sogar heilen. Oh nein. Eben noch. Eben immer noch. Das hat er jetzt selber noch. Ja, das war's. Aber es war nicht der schlechte erste Versuch gewesen. Gegen den Todesritter. Gut. Nein, verrutscht. Ja, die heilt er so. Und eigentlich wäre das schon machbar, aber irgendwie...
Irgendwie habe ich meine Mühe gegen den... Er geht immer so mega auf die Pelle, irgendwie, man kann gar nicht Ruhe. Nee, schade. Ich glaube aber... Es wird ein bisschen besser, wenn man so ein bisschen um ihn herum geht, weil man kann auch wegsteppen, das geht. Ja, zwischendurch macht er einfach seinen Blitz. Oh. Wir sind sie zählen bis jetzt immer schön fertig. Ja, der zweite Attacke weicht er auch immer aus. Oder ja, nicht immer, aber viel. Richtig schade, kann ich schon mal haben. Nein! Ja, nochmal von vorne. Dafür wird es mir auch in der letzten, mindestens der letzten. Ja, das könnte jetzt auch einen Moment gehen. Und mal avisieren.
Die Attacke ist einfach ein bisschen too much, finde ich. Er macht sie da nicht nur eins, er macht sie mehrmals. Aber jetzt müssen wir mal etwas testen. Du mal das Reliktschwert, das leider nur auf plus 8 ist. Ja, das wird auch nicht mehr Schaden machen. Mal, es macht mega viel mehr Schaden. Aber so nicht, nur beim kritischen, okay. So. Ja, dreimal verrutscht. Der leidet noch. Das ist gefährlich, ja. Ja, ich denke, ich mache jetzt mal Mimik. Ehrlich gesagt, möchte ich gar nicht so lange hier gegen den kämpfen. So, noch Mimik. Es ist eben sehr, sehr gefährlich, die Mimik in diesem Kampf zu beschwören.
Das macht viel Schaden. Das wird sicher auch viel Schaden machen. Ja, wenn sie mich nicht verrutscht hat vorhin, war der Kampf auch schon fertig. Und tot. Kommen wir dann weg? Nein. Was sind meine Seelen noch? Gutes Timing. Jetzt, ja. Yes. Nicht so dumme Feuersachen. Wieder heilen. Ja, das hat schon passiert. Und geschafft. Dafür bekommen wir seine Axt und Purpur-Bernstein. Medaille 3. Juhu. Und die Katakomben sind abgeschlossen. Jetzt wollte ich noch schnell etwas machen. Beziehungsweise zwei Sachen, die ich mittlerweile gelernt habe und herausgefunden habe. Das erste ist hier. Wo ist es? Privataltar. Ja, hier zu dieser alten Frau gehen. Ai. Und seit man das Beast besiegt hat, tut sie ja da nur noch so oh irgendwie. Dann
Ich kann nämlich jetzt hier einfach den göttlichen Bestienkopf ausrüsten und mit der reden, dann sagt sie etwas anderes. Oh, such a joy to smell the scent again. Does a sculpted keeper stand before me? Oh, as I felt the sacred beast's essence fade, a great anxiety welled up within. Forgive this old woman her foolish fears. 'Tis such relief I cannot express. After an eternity of the mind, our voices have at last reached the heavens, as evinced by thy gracious arrival. Oh, oh, oh. No. I implore, vessel of the sacred beast, have my son accompany thee to war, and dance thy dance of beauteous color. Take vengeance upon Mesmerides' lot. They who betrayed us, aye, they who burned us, let them face in thy wrath their just deserts. My song will I sing in service to thee. Wachsamer Geist. Sagt sie noch etwas? Sculpted keeper, channel thy color into the most resplendent of dances. My song will I sing in service to thee. Oh, sculpted keeper, my song. Mhm. Wenn wir das noch schön anschauen, was ist das? Beschwört einen Schutzgeist über den Kopf des Zaubernden. Okay. Anrufung, aber für das haben wir gerade eins zu wenig. Ja. Den großen Kopf nehmen wir jetzt wieder weg. Da, Heizsuchender. Der Heizsuchende Ritter bin ich im Moment. Und jetzt noch das zweite, das ist lustig, das habe ich nämlich erst gestern oder so gelernt. Jetzt muss ich gerade schauen. Was hat hier sein? Ja. Können wir wieder mal ein bisschen Basic gehen? Jetzt müssen wir aber in die andere Richtung. Jetzt hier. Schaffen wir echt das? Ja. Jetzt muss man das so ein bisschen in den Norden reiten. Ja, komm, wir gehen da. Die hat es tatsächlich so einen. Kann man schon die ersten 5 Minuten eigentlich bekämpfen, wenn man möchte. Gehen wir da weiter. Und hier hat jetzt so eine Höhle. Und man findet der heilige dreifache Talisman. Und man ist hier ganz am Anfang beim Friedhof der Gestrandeten. Das finde ich mega lustig, dass ich das erst jetzt herausgefunden habe. Aber ja, was gibt's halt. Bei Elden Ring lernt man nie aus. Jetzt überlege ich gerade. Nein. Wenn wir doch gerade schon im Greif sind. Können wir doch gut noch das Schwert auf plus 9 bringen.
Ja, 6 habe ich von denen. Ja, tut am meisten. Oder soll ich auch bloß... Ah, komm. So. Das Schwert würde ich immer wieder ein bisschen brauchen, das finde ich nämlich ein recht cooles. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal wieder hier her. Und so wie ich das vorhin gesehen habe, fehlt nicht mega viel fürs Level up, oder? Ja, jetzt schon. Wie viel brauchen wir? 300.000. Ah, komm. Machen wir es einfach, wenn wir eh schon das Schwert ausgerüstet haben. Das frage ich mich ob es da vielleicht im DLC auch so eine gute Farmgelegenheit gibt wie hier. Weil hier ist ja wirklich mega easy. Tak, 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 tak. Und schon haben wir genug. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Wir gehen aber hier. Machen wir geschwind das Level up. Machen das endlich auf 25. Wobei bei beiden Sachen habe ich eigentlich schon Sachen gesehen mit 26, die vielleicht noch gut wären, aber ja. So. In dem Fall sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann und tschüss.